ich habe einen ganzen Monat vegan gelebt, um herauszufinden, wie schwer das wirklich ist. Da hat es auch noch vegane Sachen. Oh, ups, das ist nicht vegan. Ich muss sagen, ich bin schon seit fast 5 Jahren vegetarisch und ich habe mir schon lange überlegt, mal den Schritt vegan zu machen. Aber es war immer so ein riesiger Step. Ich habe mir so das Gefühl, das ist so mega aufwendig und mega einschränkend. Zudem bin ich ein Picky Eater. Ich hasse Zwiebeln, ich hasse Pilze. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, die ich nicht gerne habe. Und ich dachte, das könnte es noch ein bisschen schwerer machen. Bei gewissen Sachen habe ich mir noch gedacht, dass es nicht so schwer sein könnte. Zum Beispiel jetzt auf ein Glas Milch verzichten oder eine heiße Schoki halt mit Hafermilch ersetzen. Oder jetzt irgendwie auf ein 3-Minuten-Ei verzichten oder so. Aber ich glaube, der grösste Endgegner und auch der Grund, warum ich wahrscheinlich nie den Schritt gemacht habe, ist wegen Käse und Schoki. Das ist wie so ein richtiger Schweizer, Alter. Ich habe auch schon mega oft gehört, dass der vegane Käse hässlich ist und so. Und gerade bei Schoki, ich habe jetzt halt nicht gerne so die Zartbitter-Schokolade, sondern ich bin halt so der Kindereier-Schoki-Typ. Plus habe ich so das Gefühl, dass vegetarisch so viel einfacher ist, weil du ganz klar siehst, okay, das ist vegetarisch, das hat Fleisch drin. Und dann kannst du einfach das Fleisch wegnehmen und dann ist es gut. Und beim Veganer ist es ja mega oft auch so irgendwo drin verarbeitet oder es ist mit Butter angebrötelt worden. Oder irgendwo hat es ein bisschen Milch drin, wo du gar nicht erwartet hättest, dass es Milch drin hat. Und ich habe das Gefühl, vegan sein ist so hure kompliziert. Falls ihr jetzt aber ganz am Anfang sind von dem Thema vegan und vielleicht noch nie so wirklich Berührungspunkte gehabt habt, vielleicht fragt ihr euch, wieso sind Menschen vegan? Wieso sollte man das machen? Wieso sollte man so sich einschränken im Leben und auf geile Sachen verzichten, die man eigentlich gerne hat? Das gibt grundsätzlich so 3 Gründe. Die eine macht aus gesundheitlichen Gründen, weil wenn du dich vegan ernährst, dann kannst du das Risiko senken für Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 oder Herzkrankheiten. Andere machen es wegen der Umwelt und der Natur, weil du zum einen Ressourcen schonen, du CO2-Ausstoß reduzieren. Und was ein grosser Punkt ist, ist, du verringerst die Abholzung von der Regenwälder. Das haben Sie sicher auch schon gehört, dass man für Tiere, die wir nutzen, halt Essen braucht und das wird meistens aus Soja hergestellt. Und das Soja wird abgepflanzt in Südamerika oder hauptsächlich 90% etwa in den Regenwäldern. Und das ist halt so ein Ding, weil es zum einen mega den Lebensraum von gewissen Tieren dort nimmt. Es braucht hure viel Wasser, hure viel Land und hure viel Energy. Und für die jetzt um die Ecke kommen, ja, aber Tofu ist ja alles Soja und all das heisst, du auch den Regenwald unterstützen. Habe ich auf jeden Fall auch lange gedacht, aber ich habe recherchiert und Soja vom Tofu oder allgemein von vielen veganen Produkten wird grundsätzlich in der Schweiz oder sonst halt in Europa produziert. Was auf jeden Fall ein grosser Unterschied ist zu den tierischen Produkten bzw. halt zum Futter. Dann gibt es aber noch die Leute, die sich vegan ernähren aus ethischen Gründen und das will ich jetzt schon mal sagen, ist so der grösste Teil. Ja, ich glaube, der Punkt ist am meisten obvious. Die Leute wollen halt das Tierleid vermeiden, heisst, sie wollen nicht das Tier töten oder das Tier ausgebeutet werden. Das habe ich auch irgendwie mega spannend gefunden, weil ich ja mega lange vegetarisch war und ich habe irgendwie immer einfach gewusst, hey, ich will nicht unterstützen, dass Tiere sterben oder dass man Tiere umbringt. Und ich habe nie so ganz 100% verstanden, warum jetzt Leute vegan sind, weil hey, keine Ahnung, wir hatten auch Hühner, die haben einfach Eier gelegt, wieso ist das jetzt schlimm? Oder auch bei der Milch so. Und es ist irgendwie schon noch crazy, wenn man sich halt so ein bisschen genauer mit dem Ganzen befasst, dann checkt man erst, warum das vielleicht jetzt auch nicht so unterstützenswert ist. Ich will jetzt da gar nicht zu fest ins Detail gehen, aber zum Beispiel bei Kühen ist es halt so, dass sie nicht einfach so Milch bekommen, sondern sie müssen das Kälber für das bekommen. Das wird meistens schon früh weggenommen. Und die Kühe werden jetzt halt auch nicht ganz so nice geschwängert, sagen wir es mal so. Bei Hühnern ist es halt so, dass sie zum einen übel überzüchtet mittlerweile sind, damit sie halt möglichst viele Eier legen. Heisst, die legen jetzt so mindestens 1 Ei am Tag. Normalerweise, ich sage mal, natürliche Dings, würden die so alle 5-6 Tage ein Ei legen. Was halt natürlich auch mega anstrengend ist für den Körper. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich eine Periode von einem Huhn. Und alle, die jetzt auch Perioden haben, die wissen, es ist nicht so geil. Plus werden halt alle männlichen Hühner, also Gückel, umgebracht, weil sie in dem Sinn nicht nützlich sind. Yeah. Ja, das sind jetzt so ein bisschen die grundlegenden Facts natürlich, wenn man sich jetzt genau mit dem befasst. Dann checkt man dann irgendwann so ein bisschen mehr, wie abgefuckt das ganze System eigentlich ist. Aber ja, kommen wir mal zu meinem 1 Monat vegan sein. Ich muss sagen, für mich ist der Start relativ schwierig gewesen, einfach weil ich das Gefühl habe, es wird so schwer und man muss auf so viel verzichten und oh mein Gott, auf was muss man genau achten, weil ich habe mal so etwas gehört von, oh mein Gott, B2, das Vitamin B2 muss man ersetzen und what the fuck. Ich muss sagen, ich bin jetzt allgemein nicht so ein Tablettenschluck-Liebhaber, aber wir haben eine mega geile Alternative gefunden, Can und ich. Er war übrigens auch für den ganzen Monat mit mir vegan gewesen. Und zwar haben wir wie so Gummibärli gefunden, natürlich vegane, wo quasi ein Ersatz für B12 ist. Was übel geil ist, Alter, fucking Gummibärli. Funny Fact da, ich habe das immer so ein bisschen weird gefunden, dass wenn man vegan ist, dass man dann gleich ein Vitamin braucht, was nur in den tierischen Produkten gibt. Das heisst, irgendwo muss ja etwas falsch sein. Aber das B12 wird einfach auch den Tieren im Futter zugefüttert. Von dem her könnten wir eigentlich ganz so gut einfach das B12 direkt nehmen, ohne über den ganzen Gang über Tiere. Und das ist wie so ein bisschen das grösste Ding. Hey, kann man sich dann überhaupt gesund ernähren? Kann man quasi alle Vitamine, alle Ballaststoffe, all das, was der Körper braucht, ersetzen, sodass ich
gleich mich kann vegan ernähren und auch gleichzeitig gesund. Und ja, das kann man. Voll mehr Recherchen und Vorbereitung habe ich eigentlich gar nicht gemacht, wenn man das überhaupt Vorbereitung nennen kann. Ich habe einfach ab dem 1. Januar mit dem Can zusammen einen Cut gemacht. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, dass wir noch alle Produkte, die wir noch daheim haben, die jetzt nicht vegan sind, jetzt nicht einfach in den Kübel rühren, sondern quasi die noch aufbrauchen. Heisst, ich kann jetzt nicht genau sagen, dass ich genau einen Monat vegan bin, aber ich habe halt wie dann angefangen. So. Ja, und dann sind wir das allererste Mal einkaufen. Nur vegan. Wir sind jetzt in der Gemüseabteilung. Ich habe schon mal Blattspinat geholt. Was hast du dir geholt? Noch gar nichts. Gar nichts. Das ist ja crazy. Ist gar nicht mal so teuer, das vegane Leben, ne? Also, ja, das kauft man nicht vegan. Gemüse ist nicht so teuer. Ja, Gemüse ist weniger teuer als alles verarbeitete Zeug, das du bekommst. Alter, weißt du, ich will jetzt einfach kein Foto. Oh, können wir veganes Raclette ausprobieren? Hey, doch? Wieso nicht? Können wir? Gut, ich will einfach mal ausprobieren. Ich will jetzt offen sein. Man muss jetzt nicht jeden Tag alle Ersatzprodukte essen. Aber einfach mal, falls man jetzt voll Bock auf ein Raclette hat, wie ich zum Beispiel gerade, könnte man einfach mal eine Alternative ausprobieren. Könnte man. Gut. Das ist mit Pfeffer. Nein. Da ist mit Chili und Knoblauch. Gibt es einen normalen? Das ist normal. Ja, nehmen wir den. Wir haben das jetzt eigentlich auch nicht auf alle veganen Ersatzprodukte stürzen, weil wenn das jetzt jeden Tag isst, ist es natürlich jetzt auch nicht einfach eine gesunde Ernährung. Aber ich muss ehrlich sagen, es war gleich schon auch ganz verlockend, mal bei dieser ganzen Theke, wo alles vegan ist, einfach mal schauen, hey, was gibt's und so. Und es hat sich auch übel wie so ein Erfolgserlebnis angefühlt, wenn du mal einfach etwas gefunden hast, was du eigentlich gerne hast und das Gefühl hast, du musst jetzt darauf verzichten, aber es gibt es jetzt quasi in der veganen Variante. Oh mein Gott, es gibt das erste Mal veganes Raclette und ich bin so fucking gespannt. Ich habe actually nicht so hohe Erwartungen. Nein, das wird so arsch. Wenn das geil ist, dann können wir Raclette weiterhin fressen. Und es muss kein Kuh gemolken werden, oder? Vor allem, wir müssen wissen, wir essen so oft zu Raclette. Wirklich, die ganze Dezemberzeit haben wir jeden zweiten Tag Raclette gegessen. 3, 2, 1. Mhm. Okay. Das ist Arsch. Es ist ganz andere, es ist ganz andere Konsistenz. Nein, es ist nicht so geil. Wie die Freude aus deinem Gesicht verloschen ist. Nein, es ist actually nicht so geil. Raclette ist für mich mehr ein Klumpen. Und das ist wie... Weißt du, was ich meine? Es ist zu wenig ein Klumpen. Du findest es gar nicht geil. Du machst dir auch gerade nice in der Küche. Ich kann gerade abstellen. Das ist überherzlich! Ja, schon ein bisschen. Also ich finde, es ist schon essbar. Wenn ich jetzt einen Raclette-Abend mit anderen Leuten machen würde, dann würde ich das jetzt schon mir gönnen. Ich glaube, es ist halt auch, weil wir uns zu fest das andere gewöhnt sind. Es ist eigentlich logisch, dass es nicht 1 zu 1 gleich wird schmecken. Aber ja, vielleicht gibt es jetzt demnächst nicht mehr so viel Raclette. Ja, das war wirklich zuerst mal eine fette Enttäuschung und hat auch relativ demotiviert, sage ich ehrlich. Wir haben aber allgemein recht viel ausprobiert. Wir haben neue Rezepte gekocht, aber wir haben auch mega viele Rezepte gekocht, die wir normalerweise schon vorher gemacht haben und dann einfach quasi die vegane Version. Das war auch recht überraschend, weil manchmal hat einfach ein gewisses Rezept einfach nur ein Produkt drin gehabt, das man ersetzen oder weglassen und dann ist es auch schon vegan. Heute ist Canada Day. Ich habe gestern straight up durchgezogen, obwohl ich der Abschlussparty von der Nina war. Ich mache mir jetzt fett geile Pizza, weil ich so Hunger habe. Bis jetzt ist eigentlich voll easy, der Teig war vegan. Tomatensauce auch. Jetzt brauchen wir noch einen veganen Käse. Ich weiss, ich könnte jetzt einfach so eine Pizza machen, weil ich habe Bock gehabt, um das mal auszuprobieren. Und ich glaube, ich knall so ein paar Spaghettis und Tomaten und so drauf und dann geil. Sie sieht halt actually richtig geil aus. Ich habe sie ein bisschen verbrannt, aber das ist okay. Taste Testing. Das ist actually nicht mehr so schlecht. Ich weiss jetzt gerade, no joke, nicht, dass ich sogar besser finde als normaler Käse. Das ist jetzt gerade nicht gelogen. Es ist so ein bisschen cremiger. Alter! Bro, ich bin gerade so impressed. Oh mein Gott, ist das geil. Und das war wirklich überraschend, wie easy das ist und wie gut das funktioniert und wie geil das Essen ist. Und es hat mich auch von real hure überrascht, wie viele vegane Ersatzprodukte es mittlerweile gibt, sogar in der Schweiz, in einem Migros oder Coop. Ich habe immer so das Gefühl, ja, in Deutschland ist es so einfach und in der Schweiz ist es so viel schwerer. Aber wirklich, no joke, es gibt wirklich fast alles. Und es ist auch hure geil, weil meistens ist das Vegane gerade neben dem Original, also zum Beispiel so Spätzli, jetzt immer so das Veganes neben dem normalen Spätzli gehabt. Das hat es dann halt irgendwie teilweise auch umso einfacher gemacht. Ich habe mich auf Insta noch so ein bisschen gefragt, ob wir Fragen zu dem ganzen Monat haben und ich tue jetzt mal wieder ein paar beantworten. Ich dachte, das könnte auch noch spannend sein. Wo war das Ganze einfach gewesen? Das, was mir wirklich am einfachsten halt gemacht hat, ist, dass ich ausgezogen bin und dass der Can das mit mir zusammen macht. Heisst, wir haben immer alles zusammen planen, zusammen zu Nachtessen, zusammen zu Mittagessen, zusammen einkaufen.
Hätte ich jetzt daheim gewohnt, wäre es auf jeden Fall viel schwieriger gewesen. Nur schon, weil ich dann einfach viel mehr meine Extrawurst gehabt hätte. Vielleicht hätte ich mein eigenes Zeug kochen, mein eigenes Zeug im Kühlschrank gehabt, etc. Also das ist wirklich schon echt ein Punkt gewesen, wo ich muss sagen, da habe ich auf jeden Fall einen Vorteil gehabt, als viele andere vielleicht jetzt. Ein weiterer Punkt ist, dass ich in der Stadt wohne. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo im Dorf wohnst, ist es auf jeden Fall schwieriger. Ich bin mit meiner Family in ein Restaurant gegangen. Ich habe nur eine heiße Schocke mit Hafermilch und die haben nicht mal Hafermilch gehabt, sonst irgendeine vegane Milch. Also ich habe mir dann einen Tee bestellt, aber gleich so. Also da merkst du einfach, es ist so ein bisschen schwieriger. Als Studium hat es mir wirklich relativ einfach gemacht. Wir haben immer von 3 Mensa-Menüs haben wir immer eins, das vegan ist. Und jetzt gerade im Januar mit Veganuary haben sie sogar 2 Menüs von 3 vegan gemacht. Also das ist wirklich wow. Plus in der Cafeteria haben wir auch immer so eine Abteilung, wo es alle veganen Sachen anbieten. Von Kuchen bis Brötchen bis weiss doch auch nicht was. Von dem her, das war echt auch mega chillig gewesen. Und es hat sich auch voll nicht einschränkend angefühlt. Also ich habe nie wirklich so von realen Momenten gehabt, wo ich so mal schwach geworden bin oder mal so denken kann, boah, jetzt hätte ich wirklich voll Bock und schießt mir das voll an, dass ich jetzt vegan bin. Das hat mich literally überrascht. Und ich bin auch überrascht gewesen, wie einfach es ist, das quasi Freunde zu sagen. Also vom Studium habe ich schon ein bisschen gewusst, hey, die sind allgemein recht offen so. Da gibt es auch schon ein paar Leute, die vegan sind, das ist jetzt nicht so ein riesen Ding. Aber ich habe mich auch mit Friends getroffen, wo es normal ist, dass man Fleisch isst und alles. Und die sind voll easy mit dem Thema umgegangen. Entweder haben sie halt einfach gar keinen Kommentar dazu gegeben oder sie sind einfach interessiert gewesen und haben so ein paar Fragen gehabt. Aber ich habe auf jeden Fall keinen judgy Kommentar oder irgendetwas bekommen. Wo war es schwer gewesen? Lustigerweise auswärts essen. Also ich bin zum Beispiel in ein asiatisches Restaurant und ich habe gedacht, dort findest du doch easy vegane Sachen, gerade in Zürich. Und die haben literally fast nichts gehabt. Also gerade so Curry und so mit Fischsauce und so ist. Bro, google nicht, was Fischsauce ist. Es ist so fucking hässlich, Alter. Und dort habe ich dann fast nichts gefunden. Das hat mich recht überrascht. Eben, und im Dorf haben wir gar nicht erst angefangen. Ich glaube, das ist noch viel schwieriger, wenn du da mit in einer veganen Extrawurst kommst. Dann allgemein eingeladen werden. Das ist auch immer so etwas, was einfach so ein bisschen unangenehm ist. Weil die Leute vielleicht dann extra kochen oder du wirst eingeladen. So. Und wenn du dann eben auch mit in der Extrawurst kommst, von hey, ich bin vegan, ich esse das und das und das nicht, dann schränkst du ja die Leute wie mit ein. Und das macht es so ein bisschen unangenehm. Das habe ich relativ schwer gefunden. Also weißt du, klar kannst du dein eigenes Essen dann mitbringen und so, aber ich weiß, was ich meine. Es macht es irgendwie einfach so ein bisschen vielleicht weird oder so. Also ja, es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wo du eingeladen wirst. Die einen sind mega offen, finden es mega cool, haben gar kein Problem mit dem. Und dann gibt es natürlich so die anderen, die innen so ein bisschen sind, ah, okay. Und es gibt viele, die auch gar nicht so genau wissen, was vegan sein genau bedeutet. Ich glaube, die haben die Vorstellung, dass wir nur noch Salat und Rüebli fressen wie ein Hase. Das habe ich bei meinen Eltern auch recht lustig gefunden. Die sind auch am Anfang so komplett überfordert. So also, als ich so das erste Mal heimgekommen bin, sind die auch so, oh Gott, was können die denn zu essen geben? Und also mega herzig. Sie sind extra gepostet. Mein Dad hat so Wraps gemacht und hat so alles Gemüse so klein geschnitten und so. Das war wirklich herzig, also meine Eltern haben sich mega bemüht und so. Aber ich habe gleich so gemerkt, dass es für sie ein relativ überforderndes neues Thema ist. Von dem her, ich glaube, es wäre noch ein bisschen komplizierter gewesen, wenn ich jetzt noch daheim wohnen würde. Jetzt, wenn ich mal auf Besuch gekommen bin, ist es ab und zu gegangen und mein Dad und meine Mama haben sich immer mega Mühe gegeben. Ich muss aber auch allgemein sagen, mir ist hure aufgefallen, wie Leute so richtige Vorurteile oder wie schon gefühlt einen Vorhass auf vegane Leute haben. Also wenn ich Leute gesagt habe, ich bin vegan, dann hast du automatisch gemerkt, du bist jetzt gerade in diese Schublade geschmissen worden. Oder Leute haben sich dann automatisch auch schon angefangen zu rechtfertigen. Ja, ich esse auch noch Biofleisch. Ich so, Bro, chill, Alter, du musst mir nicht beweisen. So. Aber wenn ich wiederum so gesagt habe, ja, ich mache gerade Veganuary, so quasi, ich mache es nur für einen Monat, dann sind mega viel offener gewesen. Das habe ich irgendwie auch spannend gefunden und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wieso so viele Leute so ein bisschen automatisch etwas gegen Veganer haben, weil irgendwie, warum? Vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass man eigentlich selber vielleicht so ein bisschen in einer Doppelmoral lebt, weil ich glaube, wir alle wissen ja, dass es jetzt nicht so ultra geil ist, ein Tier zu töten. Oder ich glaube auch viele selber würden es, wenn sie es müssten, würden es jetzt auch kein Tier töten, aber wenn es halt gerade in den Laden gibt, dann ist man es gleich. Und ich glaube, gerade durch das könnte es einem vielleicht so in eine Situation bringen, dass man sich unwohl fühlen lässt. Schreibt uns mal in die Kommentare, wieso ihr denkt, dass mega viele Veganer automatisch so in eine Schublade geschossen werden und so, ja, eben wie so ein bisschen mega viele Menschen einen Hass auf die haben. Das würde mich mega wundern. Vor allem gerade mit dem Unterschied zu, wenn du einfach sagst, du machst Veganuary, dass das dann etwas ganz anderes ist. Das habe ich mega spannend gefunden. Was hat mich überrascht? Das klingt jetzt komplett simpel, aber ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine riesige Einschränkung und oh mein Gott, du kannst dann fast nicht mehr essen und das ist scheiße und das ist scheiße. Aber es ist, glaube ich, einfach ein Cut, wo man sich setzt. Und ich finde im Gegenteil, es macht eigentlich fast mehr Spaß. Es fühlt sich also ein bisschen so an wie eine Challenge und man hat das Leben im Griff und man
hat so ein Glücksgefühl, eben wenn es so Ersatzprodukte gibt, die man eigentlich gerne hat, und aber nicht mehr isst, aus den Gründen, weil man halt keine tierischen Produkte mehr isst. So. Und was mich auch übel überrascht hat, dass eigentlich so vieles automatisch schon vegan ist. Also eben oftmals im Gericht ist es einfach ein Produkt, das nicht vegan ist, und das kannst du halt entweder weglassen oder halt ersetzen. Und dann ist das Essen schon vegan. Und mega viele Sachen sind auch automatisch schon vegan. Also Pommes mit Ketchup oder Oreos sind auch vegan. Zweifelchips sind auch vegan. Eine heisse Schoki ist auch vegan, natürlich wenn du Hafermilch nimmst, aber so das Pulver, das Schokipulver ist auch schon vegan, halt der hure geil. Und halt eben, ich bin überrascht gewesen, wie viele Alternativen es gibt. Also eben, wenn du in den Laden laufst, es hat so viele Möglichkeiten. Also es ist wirklich, ich glaube, wenn es einfach ist, um sich vegan zu ernähren, dann heute. Was mich auch überrascht hat, ist, wie fest man sich doch auch selber für das ganze Thema und Tierleid so ein bisschen interessiert. Also klar, ich habe mich vorher mal immer wieder so ein bisschen interessiert, aber wenn du selber mal vegan bist, dann fängst du dich wirklich an, mit dem so ein bisschen auseinandersetzen. Also irgendwie meine ganze For You-Page ist mittlerweile voll diese Videos und es ist irgendwie einfach ein Thema, das einem so ein bisschen anfängt zu interessieren. Und was auch ein Punkt ist, durch das, dass man vegan ist, schaut man halt automatisch schon, hey, was ist in diesem Produkt und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich so hart viel bewusster und gesünder ernährt jeden Monat. Also klar, eben, es hat immer wieder einfach mal Pizza oder Wraps oder so Sachen gegeben. Aber so im Grundsätzlich habe ich halt viel mehr geschaut, dass ich zum Beispiel meine Ballaststoffe und all das Zeug einfach von gesunden Sachen habe. Aber grundsätzlich, ich habe viel mehr gesunde Sachen gegessen. Ich habe immer geschaut, dass es auch Gemüse auf dem Teller gibt, dass es auch Linsen und all das Zeug hat. Einfach, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe. Und ich würde sagen, dass meine Ernährung jetzt so viel eben gesünder, bewusster und ausgewogener ist als halt vorher. Und das ist halt mehr, so automatisch passiert ist. Ich habe mir das jetzt gar nicht so mega vorgenommen. Ist das Ganze teurer? Ja, das ist jetzt auch so eine typische Frage, die ich mir selber einmal gestellt habe. So, hey, das ist doch alles viel teurer und bla bla bla. Also es kommt darauf an. Wenn du jetzt jeden Tag Ersatzprodukt isst, ist es natürlich teuer. Kannst du natürlich genauso umgekehrt sagen, wenn du jeden Tag Fleisch isst und Steaks kaufst, ist es auch hure teuer. Und darum finde ich es auch hure schwierig zu sagen. Also je nachdem, wie du dich ernährst. Gewisse vegane Ersatzprodukte sind billiger als die Originalen. Und aber auch umgekehrt, gewisse vegane Sachen sind halt einfach auch teurer als die Originalen. Was sind deine veganen Lieblingsprodukte geworden? Diese Frage habe ich actually hure oft auf Insta bekommen, darum ich habe jetzt eigentlich ins Video rein. Ich schwöre auf die Schoki-Balls. Also wirklich, das war meine grösste Angst, so Schoki und so, weil ich habe wirklich nicht gerne so dunkle Schoki. Und das ist wirklich eine richtig geile Schoki. Das sind wie so ein bisschen die Lindor-Kugeln, oder wie heissen die? So ein bisschen wie die Schoki-Kugeln, aber halt in vegan. Also ich wirklich, die sind richtig geil und die schmecken auch für mich jetzt wie Milchschoki so. Dann wirklich mein absoluter Favorite Snack sind Mango-Schnitz geworden. Das ist jetzt natürlich nicht ein veganes Ersatzprodukt, aber no joke, ich habe so viel Mango-Schnitz gefressen. Es ist so ein geiler Snack und ist halt jetzt auch viel gesünder als Schoki oder sonst irgendwie Chips oder so. Dann das Planted Steak. Oh, ist das geil. Ich schwöre es euch. Also ich habe das natürlich vor dem Vegan-Sein schon absolut geil gefunden. Das ist wirklich eines meiner Favorites. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das 1:1 wie Fleisch schmeckt, weil ich schon lange kein Fleisch mehr gegessen habe. Aber das ist wirklich richtig geil. Von den Käse habe ich es allgemein ja mega schwierig gefunden, weil ich so immer so ein bisschen gehört habe, dass der vegane Käse immer hässlich ist. Aber der Pizzakäse vom Migros, oder ich glaube auch vom Coop, der war wirklich der beste gewesen. Also ich finde, gerade wenn du so zu Beilage hast, wie zu einer Pizza oder in Wraps oder sonst irgendwo, ist es mega geil. Aber ich glaube jetzt, wenn du so wie ein Gericht hast, das mega Käse fokussiert ist, wie jetzt Raclette oder Fondue, ich glaube, dann ist es allgemein so ein bisschen schwieriger. Oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade den Raclette-Käse recht grusig gefunden. Fondue habe ich noch nicht probiert, aber ja, den Käse habe ich wirklich gut gefunden. Und von der Naturjoghurt war das richtig geil gewesen. Alpro Skur. Das ist so mit Protein und so. Also wirklich, das ist richtig, richtig fein. Das habe ich mega gerne. Ich finde das sogar noch nicer als normaler Naturjoghurt. Was hat sich verändert? Ja, eben zum einen, ich habe mich viel gesünder und bewusster ernährt. Ich habe mich automatisch mehr mit dem ganzen Thema eben Massentierhaltung etc. so ein bisschen befasst und es hat mich automatisch mehr interessiert. Ich weiss jetzt nicht, ob das wegen der veganen Ernährung ist. Das kann natürlich auch jetzt daran liegen, weil ich Ferien habe oder keine Ahnung was. Aber ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Energie und Motivation. Das kann aber auch sein, weil ich einfach mich vielleicht auch allgemein gesünder ernährt habe. I don't know. Das ist jetzt mehr ein Wild Guess. Das ist nicht so ein Fact, den ich sagen kann, ob das jetzt wegen Veganen ist. Und, mega funny, aber ich habe viel weniger Darmbeschwerden. I don't know, ob ich eine fucking Laktoseintoleranz habe. Aber die Probleme sind auf jeden Fall verschwunden, sagen wir es so. Und was mir aufgefallen ist, meine Haut ist irgendwie besser geworden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das wegen Veganen ist so, aber das ist auf jeden Fall auch aufgefallen. Also vielleicht könnte das auch sein wegen der veganen Ernährung. Jetzt zu der grossen Frage, mache ich weiter? Ich habe ursprünglich geplant, dass ich das jetzt einfach für einen Monat mache und dann mal schaue. Und eben durch das, dass es wirklich so easy war und irgendwie, man sagt ja so, innerhalb von einem Monat kann man so seine ganze Routine umkrempeln.
und das ist wirklich actually passiert, habe ich darum mir jetzt so vorgenommen, das weiterhin durchzuziehen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang machen kann. Ich fühlt sich irgendwie auch für mich so ein bisschen einschränkend an, der Gedanke, wenn ich so sage, nie mehr in meinem Leben. Aber ich will das auf jeden Fall weiterhin durchziehen. Ich fände es eigentlich geil, nie mehr müssen auf tierische Produkte zurückgreifen. Falls es jetzt wirklich Sachen gibt, dass ich mal wieder voll Bock auf Raclette habe und ich das Gefühl habe, das schränkt mich jetzt mega fest ein, dass ich nie mehr im Leben Raclette fressen kann, weil das vegane Raclette so hässlich ist, dann finde ich, kann ich mal eine Ausnahme machen. Lieber macht mal eine Ausnahme, als dass man dann sagt, hey, ja scheiß drauf, dann bin ich halt jetzt nicht mehr vegan. Also es gibt ja wie nicht, dass entweder man ist vegan oder man ist nicht vegan. Weil eigentlich ist ja jeder Schritt, den man macht, ein guter Schritt. Und ich finde, wie wenn es wegen Käse oder Schock jetzt daran scheitert, dann lieber verzichtest du auf alles andere so. Mit jedem Step machst du etwas Gutes. Hast du Tipps für Leute, die auch damit anfangen? Mir hat es wirklich hure geholfen, dass ich mir quasi einfach gesagt habe, hey, du machst das einfach nur für einen Monat. Und nachher kannst du alles wieder essen. Und jetzt, wo der Monat vorbei ist, ist es viel einfacher, zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt weiter durch, als hätte ich das von Anfang an gesagt. Darum probiert das auf jeden Fall einfach mal für einen Monat. Und nach dem Monat könnt ihr ja immer noch entscheiden, um wieder nicht vegan zu sein oder schauen, was dann passiert. Aber das hat mir auf jeden Fall mega geholfen. Zudem ist es auch voll einfach, dass man sich dann so einen klaren Cut setzt. So, ab dann fange ich an und jetzt nicht so mega schleichend. Das hat mir auch echt geholfen. Und was mir auch mega geholfen hat, ist, dass wir so ein bisschen unsere 5 typischen Rezepte, die wir immer wieder gemacht haben, einfach mal in der veganen Variante ausprobieren. Weil dann fühlt es sich auch nicht so einschränkend an, weil du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich muss jetzt ganz andere Sachen essen. Sondern probierst mal einfach deine Sachen oder dein Lieblingsessen mal in der veganen Version und merkst, dass es eigentlich doch relativ easy ist. Ja, das war so ein bisschen alles. Also, falls ihr eine Frage habt zu dem ganzen Thema, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt sicher auch noch Leute da draußen, die so ein bisschen länger in diesem veganen Game sind und ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Ich bin jetzt auch kein Experte, so ich habe nur einen Monat Vegan Harry gemacht. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mega gerne in die Kommentare, was ich sonst noch so ein bisschen ausprobieren oder für ein Selbstexperiment machen. Und ja, sonst würde ich sagen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye! Alter, meine Nase juckt, das ist grau, das ist gottlos. Oh. Habe ich so ernst eigentlich in diesem Video jetzt gewirkt? Ich bin eigentlich funny, Leute. Schaut einfach meinen Kanal an. Schreibt in die Kommentare, aber glaubt das. Ja.